Haut sind wir hier an der Grand Rue zu Bissen, wo ein Chantier am Laufen ist, für als Grand Rue ein bisschen mehr modern, ein bisschen mehr fit für die Zukunft zu machen. Die haben schon hier an der Grand Rue mit der Rentrée am September 2025 angefangen. Und voilà, die sind hier auf Heichtouren am Gangen und wir hoffen, dass wir so lösen angesehen. Also schon absolut Verständnis dafür, dass die Leute natürlich nicht froh sind, wenn wir ihnen eng von den Hauptachsen zu Bissen müssen zumachen. Ich betone, wir müssen sie zumachen aus Sicherheitsgründen und noch aus Gründen für mehr schnell führen zu kommen. Was konkret gemacht wird, hat sich alles gemacht. Die Straße, die erst an den 60er, 70er Jahren angelöscht gehen, an all die Resonen, die dran sind, dresche Resonen, das heißt Post, Altrona, Strom, alles müssen frisch gemacht gehen, das auch schon teilweise geschieht. Das heißt, wir haben moderne LED-Belichtungen, der Notizer haben eine anständige Stromversorgung, aber auch eine anständige Glasfaserversorgung. Und dann ist auch die ganze Wolle an der Straße, die nur gepackt ist. Das heißt, alles, was Nassresonen sind, Kanal, Wasserleitung, die hat auch müssen matt gemacht gehen. Und das hat eben stattgefunden. Und auch den Boden muss natürlich ein bisschen ausgetauscht gehen. Da gibt es ein bisschen Probleme, weil an der Zeit den Abbau nicht so gut wäre, wie der Haut standardmäßig so sind. Wir sind jetzt der Bagger hinter mir, den man jetzt sieht. Der ist jetzt in der Vorbereitung für die Bordsteinanlage und den Oberbau zurückzubringen. Der Bagger, der weiter hinten steht, der Kettenbagger, der ist damit beschäftigt, noch den Erdaushub auszuführen und halt im nächsten Schritt Wasserleitung und Kanal neu zu verlegen. Wir sind in verschiedenen Phasen. Wir sind in der ersten Phase, wie gesagt, noch Untergrundverbesserung und halt Neuverlegungen aller Resus oder respektive Kanal, Wasserleitung. Und wir wollen halt jetzt diese Woche anfangen, dass die Bordsteinanlage und die Rinnenanlage wieder zurückkommen, sodass man es wieder erkennen kann, dass es wieder eine Straße werden soll. Ich hoffe, dass die Straße nachher wunderschön wird, weil die Grand Rue, das ist so eine alte Diva, die kämpft mit uns hier, in allen Fasern, was man sich vorstellen kann. Ich mache das mein Leben lang, Straßenbau. Ich bin Straßenbaumeister aus Deutschland und arbeite jetzt schon sehr lange in Luxemburg und ich mache das auch gern. Aber so viele Probleme wie ich hier in der Grand Rue hatte ich wirklich so gebündelt noch nie. Das fängt dann damit an, ich sag mal so, die Grand Rue ist ja eine alte Straße und es war bestimmt noch mal eine wunderschöne Straße und es wird sie auch wieder. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Nur haben dann mal irgendwann hier andere Baufirmen gearbeitet und die Jungs hatten keine anderen Möglichkeiten, wie das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Und wir in Zweines jetzt müssen darauf reagieren. Das fängt damit an, der Untergrund steht nicht. Wir haben eine Untergrundverbesserung müssen machen auf fast 2 Meter tiefer, haben wir alles aus müssen heben. Alte Wasserleitungen, die uns im Weg liegen, Kanäle, die nicht so sein sollen, Wasserleitungen, alles im Weg, viele Kabels irgendwo, wo sie eigentlich gar nicht sein sollen. Und das kann man sich natürlich das vorstellen, dass das dann gebündelt an einer Fläche ein Riesenproblem wird. Anhand der großen Probleme, die wir wirklich hier auf der Baustelle haben, hängen wir unserem Zeitplan halt ganz klar hinterher. Da können wir nichts dafür, da kann die Gemeinde nichts dafür, da kann eigentlich niemand was dafür. Es ist so, wie es ist, auch wenn es unzufrieden ist für die Leute. Ich bin da auch mit Sicherheit sehr, sehr unzufrieden, aber ich kann es halt auch nicht hexen, ich kann es auch nicht ändern. Wir müssen da jetzt durch. Etwas anderes kann ich dazu jetzt nicht sagen. An der Zukunft wird heute eng modern, flott Grand Rue gehen. Ich meine, eine Straße, die an einer Ortschaft Grand Rue heißt, die hat den Namen nicht verneicht und die soll den noch in Zukunft tun. Und hier wird dann einerseits ein verkehrsberuhigt Rechazone hinkommen, das heißt, die Autos müssen sind halt gezwungen, ein bisschen mehr loszumachen, was sie durchführen. Trottoire gesichert für die Fußgänger kommen, Trottoire traversen. Und das Wichtigste ist, dass wir versuchen, dann noch hier Geschäfte umzuziehen, das geplant haben, den Bäcker hinzukriegen, aber auch einen Metzler, eine Coiffeur und noch andere interessante Kommerzen, die der ganz Grand Rue dann noch sollen beleben. Mein Name ist Lili Martinez, ich arbeite heute zu Bissen auf der Gemeinde
am Service vun der Relation Publik a Kommunikation. An még eich gros Aufgabe ass d'Organisaioun vum Televi, dat Tege sinn am Fong an dem Kader Koordinatrice. Also hai ass grad Televi steet, dat am Fong als echt Event als Komitee, wo all de ganzen Alléis vun der Stee und den Televi gespannt gëtt. Anerwärt zummer nach e Krimidinner, den op Dëcken an engem Mount. An denno fängt d'Organisaioun fir de grossen Dach selwer und den 18. April zu Biesse beim Sportskomplex ass. Am Fong hun mir eng Stee vun verschiedenen Mivelen oder Klangegkeeten aus engem Appartement, wo d Leiit kënnen drop stehen, an dann de Preis, den an den no dabei rauskënnt, gëtt dann und den Televi gespannt an direkt integriert an de Konto. Also d Leiit kommen am Fong ran, kënnen sech dann mat ihrer Nummer an ihrer Telefonsnummer ummelden an kréien hier Nummer fir d'Stee. An noch so en klengen Pano, wie en der das Film auch kennt. An dann können se auch an der Käes eng Terz kräe, wat opgelöde gëtt mat zue, wo mat ze da können beim Konto auch Gedränks kaufen, Ise kaufen, an denno können se mat den Apparater auch Mivelen also bezzuelen. Ja, dat ass eng Sache mir sich schon fir per Joer ugeschwert gin, do op man Televi ha wilden ze Biessen organiséieren vum Di an Wunsch natilech an der hat man bësse gezeckt, dat wär e Joer, wo man schon relativ viel hatten an da war immer no gefro, dann immer gesot komme gin den Challenge das Käier un an da immer froh, dat man da doch fir d'chte Käier dann enke de Sonter Promesse dann ha der versinn. Ja, eng Party Sachen gin natürlich organisiert, fir soviel wie méiglech Suen ze sammeln. Do sinn hauptsächlich Vereiner, die schon Sachen organisiert hunn oder an de nächste Woche noch nach organiiséiere werden, och als Schoul me Leeréchen sind do ganz aktiv. Lummer die echte Käier hai als Steehaie vum Televi-Team organisiert. An der kënnt den Promi-Krimi-Dinner de 7. März. Dat gëtt ganz Flottenowen, mir nach een Eurovisionsowend den 27. März an dann den 18. April natürlich. Ja, de grossen Dach mat vielen Überraschungen si man nach am Planen an eventuell nach en anderen Event. Ja, ich mein, Televi verreen kann do vun der Betraff sinn oder kennt den en oder anderen. Das wichtig, dat an dem Bereich do weiter immer geforscht gëtt an Progreen do gemerk gin an ja, da kannch natürlich sei Geld an dazu will man se Beitrag lechten. Kann en ganz einfach iwwer eng Iwerweisung op se Konto machen, douf zo stimmt Informationen Internetseite vun der Gemeinde Biessen, dat das biesse.lu/televi oder bei Facebook, dat das Televi zu Biessen. Kann den aber auch einfach en Digicash, also Payconic machen. Da sind auch alle QR-Coden Internetsitz Facebook-Sitz überall. Also wir sichern natürlich nach Benevolen oder Aussteller, Leute, die interessiert wären, ab so ein Televi beizudrohen. Lo desfach ass an Althaushalter aus der Bieser Gemeng en Zettel rausgange, wo d Leute sich können freiwillig Melle fir mat ze hëllefen, den Dach selber. Den Zettel vun den noch op der Gemeng oder kann den einfach un televi@biese.lu schreiben an dann sech so freiwillig schmalen.